Spektakulär war sie. Die Rettung vom noch jungen Volk Israel aus der Sklaverei. Spektakel ist wirklich das richtige Wort. Nutzlos wäre sie gewesen, hat Gott nicht auf Schritt und Tritt über dem Volk auf dieser Flucht und nachher gewacht. Trotzdem ist immer wieder im Raum gestanden, ob der Gott uns wirklich hilft. Der Vorwurf hat geheissen, er hat uns gar nicht gerettet, sondern er hat uns direkt in den Tod geführt. Hin und her ist es gegangen in den letzten 2 Monaten bei diesem Volk. Und immer wieder ist es anders gekommen. Gott hat sie gehört, hat ihr Murren gehört, hat ihre Angst wahrgenommen und hat reagiert. Spektakulär. Durchs Meer durch. Trockenen Fußes. Als Feuer- und Wolkensäule ist er ihnen vorangegangen. Hat sie versorgt mit frischem Wasser, mit Essen. Hat sie beschützt von Gegnern und vieles mehr. Das Leben der Israeliten war nicht einfach hier. Gott war aber mit ihnen. Und in dieser Zeit, in diesen 2 Monaten, war es ein gegenseitiges auf Probe stellen. Kann man dem Gott wirklich vertrauen? Und Gott hat jedes einzelne Mal Wort gehalten, hat sie versorgt und war mit ihnen. Das ganz schlanke Zusammenfassung von der letzten, mehr als 2 Monate. Das war nur der Auszug. Die Israeliten sind 2 Monate draussen, aber vorher ist ja schon vieles gegangen. Unbedingt nachhören, wer es noch nicht hat. Wir sind am Schluss von unserer Exodus-Serie und alles spannende Zeug, das wir schon hatten, könnt ihr nachhören auf unserem Podcast auf der Webseite. Es lohnt sich. Gott hat vieles gemacht. Jetzt sind sie aber da. Nach 2 Monaten Auszug, nach 2 Monaten Auf und Ab, kommen sie in die Wüste Sinai und schlagen ihre Zelte auf für rund ein Jahr. Ich weiß nicht, ob sie das hier schon gewusst haben, aber nachher weiss man es dann, oder? Am Fuß vom Berg Sinai. Am Ort, wo der Mose Gott schon mal begegnet ist. Dort, wo der Busch gebrannt hat, aber nicht verbrannt ist. Zurück bei Gott, könnte man sagen. Heute, wenn wir es geografisch auf dieser Sinai-Halbinsel einordnen, dort gibt es das Gebirge, das heisst Sinai im Ägypten heute. Heute ist es noch Ägypten, dort war es schon außerhalb. An diesem Ort begegnet ihnen Gott und sie haben Zeit, um darüber nachzudenken, wie es weitergeht. Und wir werden heute eintauchen in die Geschichte, wo Gott mit dem Volk Israel eine Einigung findet, einen Bund schließt. Es ist nicht so einfach, wie es vielleicht manchmal tönt. Es ist auf und ab, es ist auch wieder eine spannende Geschichte. Und es ist nur der Abschluss von unserer Exodus-Serie. Die Bibel geht nachher weiter und das Volk Israel hat weiterhin spektakuläre Wendungen erlebt. Aber dort stehen wir. Und der Mose steigt auf einen Berg rauf, um Gott zu begegnen, heisst es. Und dort steht weiter, im 2. Mose 19, der Herr rief ihm vom Berg aus zu. Richte den Israeliten, den Nachkommen von Jakob, diese Botschaft von mir aus. Ihr habt selbst gesehen, was ich mit den Ägyptern gemacht habe. Ich habe euch sicher hierher zu mir gebracht, wie ein Adler, der seine Jungen trägt. Wenn ihr nun auf mich hört und euch an den Bund haltet, den ich mit euch schließen will, dann werdet ihr mir mehr bedeuten als alle anderen Völker. Mir gehört die ganze Welt, aber ihr seid in besonderer Weise mein Eigentum. Ja, ihr sollt ein heiliges Volk sein, das allein mir gehört. Als königliche Priester sollt ihr mir dienen. Sagt dies den Israeliten weiter. Der Mose geht wieder zurück zu seinem Volk, zu den Israeliten, verkündet ihnen das und sie sagen, das ganze Volk ist sich einig gewesen. Wir wollen alles tun, was der Herr befiehlt. Mose überbrachte ihre Entscheidung dem Herrn und so hat es angefangen mit dem Bund. Und es führt uns schon zum ersten grossen Warum. Warum ein Bund? Unsere Serie heisst Exodus, der Weg in die Freiheit.
Endlich frei. Endlich draussen, endlich können wir machen, wie, was, wo und wenn wir wollen. Endlich frei. Wir können unsere eigene Zukunft aufbauen. Wir müssen uns nicht mehr unterwerfen. Warum jetzt ein Bund? Warum sich am Willen von Gott unterwerfen, jetzt wo man endlich mal keinen Willen mehr hat, wo sich einem aufgedrückt wird? Wir können dem ein bisschen nachgehen. Es gibt schon ein Warum. Wir haben ein bisschen eine Geschichte gehört und wir werden so weiter die Geschichte von uns verfolgen können. Das Volk war frei, tatsächlich, aber komplett orientierungslos. Ohne Gott wären sie nicht mal bis zu diesem Berg gekommen. Vielleicht hätte der Mose den Weg noch gekannt, aber sie hat das wohl nicht überlebt bis dorthin. Gott hat sie auf Schritt und Tritt begleitet. Das damals noch junge Volk, das noch keine Grundlage hatte, das war noch nicht ein Land mit all diesen Institutionen, die ein Land so hat oder damals schon hatte. Sie haben nur Gesetze von ihren Unterdrückern gekannt. Sie waren völlig lost, würde man heute sagen. Freiheit, die Freiheit, wo man machen kann, was man will, gestalten, war von kurzer Dauer gewesen. Sie wären ziemlich sicher ohne Umschweifen in die Gefangenschaft oder direkt in den Tod hineingelaufen, wenn sie bis dann überhaupt überlebt hätten. Und vor diesem Hintergrund ist es sehr verständlich, dass der Bund für sie nicht eine neue Gefangenschaft war, auch wieder Gesetz, sondern Schutz war. Ein Versprechen, Rettung. Der Gott, der es bewiesen hat, bietet ihnen an, mit ihnen verbunden zu sein. Also, warum ein Bund? Ein Bund mit dem allmächtigen Schöpfer ist mal ganz grundsätzlich nie verkehrt. Und wenn man sieht, wo Israel gestanden ist, umso mehr. Sie haben das gebraucht und sie haben das in dem Moment gewusst. Also, sie haben den Bund, den Gott ihnen angeboten hat, angenommen. Der Bund hat bedeutet frei und verbunden. Nicht mehr auf sich selber gestellt. Verbunden mit einem Gott, wo man auf Gedeih und Verderb mit ihm den Weg geht. Das war die Entscheidung da. Es war schon ein bisschen eine mutige Entscheidung. Ich meine, es war schon klar, dass das Volk nicht selbstständig genug war, um selber zu überleben. Und gleich, Gott hat ja keine Bedingungen hineingestellt. Er hat einfach gesagt, wenn ihr meine Befehle ausführt, die hat er aber noch nicht gebracht. Und sie haben jetzt schon gesagt, quasi ein Blankoscheck, oder? Wir machen alles, was du uns sagst. Mutig ist es durchaus gewesen. Also das Volk hat sich aus guten Gründen dem noch unbekannten Bund mit Haut und Haar verschrieben. Ein Bund ist das ist nichts Außergewöhnliches gewesen. Es ist eine Verpflichtung gewesen, eine gegenseitige Verpflichtung zwischen zwei Partnern. Gott verpflichtet sich, dem Volk Beistand zu leisten und zu segnen, und wiederum verpflichtet sich das Volk, seine Gesetze einzuhalten. Von Bünden lesen wir viel von so Bündnissen, oder? In der Bibel lesen wir von Bündnissen zwischen Gott und Menschen, aber auch zwischen Menschen und Menschen, zwei Könige, die ein Bündnis eingehen und so weiter. Wir wissen, wie lange es die meistens gehabt haben, oder? Aber so ein Bund, das ist etwas, was man dort mal gemacht hat. Das war gängige Praxis. Im Alten Testament lesen wir von 4 Bünden, einfach, dass wir doch ein bisschen die Bundesgeschichte haben. Das ist der Bund mit dem Noah, wir können euch erinnern an Regenbogen, oder? Mit dem Abraham, der Sternenhimmel, so zahlreich wie die Sterne am Himmel, werde ich dir segnen. Dann der Bund mit den Israeliten, wo wir jetzt heute darüber reden, und am Schluss noch einer mit dem König David. All diese Bündnisse zwischen Gott und den Menschen haben den Zweck gehabt, eine Partnerschaft zu bilden. Gott hat die Hand ausgestreckt und hat die Gruppe von Menschen oder die Personen eingeladen, in seine Hand einzuschlagen. Nie immer nur mit dem Zweck, dass diese Person profitiert, sondern dass am Schluss die Menschheit mit eingeladen werden kann. Und da kommen wir zu einem ganz anderen Bund, wo am Schluss der Bund ist, wo wir heute drin leben, auch wenn wir das oft nicht so sagen. Jesus Christus hat am Kreuz unseren Bund besiegelt und hat somit auch uns eingeladen in diesen Bund hinein. Also der Bund, das ist etwas Grosses, etwas Wichtiges. Und nur
zum schnell den Link schlagen auf heute, Jesus sagt, wo er beim letzten Abendmahl den Becher umreicht, sagt er der Jünger, dieser Becher ist der neue Bund zwischen Gott und euch, der durch mein Blut besiegelt wird. Es wird zur Vergebung eurer Sünden vergossen. Das ist ein kleiner Exkurs zum Thema Bund. Wir reden heute nicht mehr so oft von diesem Wort, wir haben einfach einen Deal oder einen Vertrag oder was auch immer. Das ist es im Grunde genommen. Und dieser Bund, wir gehen wieder zurück zum Volk Israel, die 10 Gebote sind der Inhalt von diesem Bund. Das ist die Bundesverfassung. Klingt da etwas an, oder? Kennen wir auch. Nach der Zusage von Israel, wo Israel Gott gesagt hat, ja, wir sind am Start, wir sind dabei, hat Gott Israel gesagt, hey, ihr müsst euch jetzt vorbereiten auf diesen Bundesschluss. Ihr müsst 2 Tage euch reinigen und reinbehalten. Ihr müsst euch parat machen. Am 3. Tag werde ich kommen. Ihr müsst um diesen Berg herum eine Grenze machen. Und wer so übertritt, wird sterben. So ein bisschen meine Zone, deine Zone. Weil Gott war heilig. Die Grenze hat diesen Unterschied deutlich gemacht, wer Gott ist und wer auf der anderen Seite steht. Und wo das geklärt war, die Israeliten gereinigt waren, die Grenze gezogen war, steht, dass Gott in einer Woche auf den Berg oben runtergekommen ist, begleitet von Blitz und Donner. Das Spektakel ist weitergegangen. Und er hat dem Volk seine Gebote verkündigt. Gott hat demonstriert, wer er ist, was für eine Macht das er hat. Es war spürbar. Das Volk hat zittert vor Angst, steht. Und trotzdem sind sie um Grenzen, nicht über Grenzen, sondern an Grenzen gestanden und haben auf Gott geschaut. In Erwartung, die Gebote von Gott zu empfangen. Und Gott hat seine Bedingungen gebracht. Er hat die 10 Gebote dem Volk gegeben. Noch nicht die grossen Steintafeln, die sind nachher später kommen, wir noch dazu. Aber er hat es dem Volk gegeben. Der Mose hat es aufgeschrieben. Die Verfassung ist dem Volk gegeben worden. Und es ist schön, wie es startet, wie wir heute auch eine Verfassung haben, wie es heute viele Länder Verfassungen haben. Es hat eine Präambel, so einen Einstieg, einen feierlichen Einstieg, der heisst, ich bin der Gott, ich bin der Herr, dein Gott. Und dann kommen ein paar Ziele, wo er sagt, wer er ist und was er alles für das Volk gemacht hat. Und dann Vertragsbedingungen. Genau, hart. Ich, Gott, verspreche euch, wenn ihr, Volk, euch an das haltet. Jedes einzelne von diesen 10 Geboten würde locker eine Predigtserie füllen. Wichtig heute ist, das ist nicht einfach mal etwas ein bisschen rausposaunet gewesen, sondern das hat bis heute Bestand. Das ist bis heute die Grundlage von vielen Verfassungen, von vielen modernen Verfassungen. Und das ist ihnen etwas mega Schönes, auch wenn wir unsere Krämpfe haben mit diesen Geboten. Die 10 Gebote sind die Verfassung. Israel hat sich verpflichtet, die einzuhalten. Dafür bekommen sie den Segen von Gott. Jetzt kann es ja sein, dass wir da und dort auch schon mal in die Geschichte hineingelesen haben und merken, ja, aber das ist ja nicht so eine lange Erfolgsgeschichte gewesen, oder? Und tatsächlich. Also, ich meine, der Mose hat die Gebote aufgeschrieben, in ein Buch steht und sie hat das Buch nachher in einem grossen Opferritual mit Blut der Opfertiere besprenkelt und so ist der Bund in Kraft gesetzt worden. Nachher ist der Mose auf einen Berg gerufen worden zu Gott, um mit ihm Gemeinschaft zu verbringen und von ihm noch mehr Weisheit zu empfangen. Nachdem 7 Tage das Wetter nicht gut war, die Woche zu dicht war, ist der Mose nachher aufgerufen worden zu Gott. Und er ist 40 Tage und 40 Nächte steht da oben bei Gott. Und anschliessend hat ihm Gott nachher die 2 Steintafeln übergeben. In dieser Zeit, oder die Woche und der Mose auf dem Berg, in dieser Zeit ist es dunkel bergab gegangen. Das Volk hat wahrscheinlich vergessen, was sie gerade erst noch abgemacht haben, mit dem Allmächtigen, mit dem grossen Gott. Sie haben Angst bekommen, dass Gott sie verlässt.
Und sie haben gefunden, dann helfen wir uns halt selber. Sie haben ihren Reichtum zusammengeschmolzen, Gold, oder? Und haben ihren eigenen Gott, das berühmte goldige Kalb, gemacht. Hey, keine 40 Tage, oder? Haben sie ausgehalten. In Sichtweite zu Gott. Sie waren schon wieder geschoben gewesen. Gott hat aufs Gas gedrückt und gesagt, Mose, du musst unbedingt runter, dein Volk, das läuft nicht gut, das geht schief. Die machen komische Sachen. Der Mose nimmt die 2 Steintafeln, geht runter und als er da unten sieht, dass die Israeliten um das goldige Kalb herumtanzen, um es anzubeten, wird er dermaßen hässig, dass er die Steintafel, die er gerade erst von Gott bekommen hat, auf einen Felsboden knallt, die zerschmettern am Fuß vom Sinai. Der Bund ist gesprochen, noch bevor die Tinte vor der Unterschrift, oder wie auch immer das gelaufen ist, oder? Trocken war. Eine Katastrophe. Der Bund, der nicht mal 40 Tage gehabt hat, führt uns zum Zweiten. Warum? Warum ein Bund, wenn er sowieso nicht eingehalten wird? Jetzt ist es ein bisschen mutig zu sagen, Gott war überrascht von dem. Er hat ja das gewusst. Und ich finde, die Frage ist erlaubt. Warum macht Gott den Bund mit dem Volk, wo er sowieso weiss, dass der Bund nicht eingehalten wird? Also für mich ist das Nonsens. Ich unterschreibe so etwas nicht. Gott hat es unterschrieben. Der Bund war nicht verloren. Der Mose konnte ihn retten. Der Mose konnte mit Gott verhandeln. Er hat dann selber 2 Steintafeln organisieren, selber aufschreiben und das Volk hat es vieles gekostet. Es musste Buße tun und es hat wirklich viel gekostet. Ihr könnt das nachlesen. Und schlussendlich hat es dann doch geklappt mit diesem Bund. Aber wenn wir die Geschichte von Israel kennen, wissen wir, dass es wild auf und ab weitergegangen ist. Und es hat das Volk immer wieder ganz, ganz vieles gekostet. Weil sie weg waren von Gott, dann wieder näher zu ihm, dann wieder weg. Exil oder was für immer für Geschichten. Das Volk Israel hat es nicht geschafft, nach bei Gott zu bleiben. Also warum? Gott hat einen Plan gehabt. Und der ist weiter rausgegangen. Und er hat doch eine längere Geschichte, als einfach seit Israel dort ausgezogen ist. Ich habe vorher gesagt, der erste Bund mit dem Noah, dort hat es angefangen. Und im zweiten Bund beim Abraham hat er dem Abraham versprochen, ich werde dich zum Stammvater eines großen Volkes machen und dir viel Gutes tun. Dein Name wird überall berühmt sein. Durch dich werden auch andere Menschen am Segen teilhaben. Ja, Gott hat Wort gehalten. Das, was er dem Abraham versprochen hat, hat er mit dem Volk Israel weitergezogen. Ja, mässig erfolgreich, könnte man sagen. Aber Gott hat Wort gehalten. Weil er ein Versprechen gegeben hat. Andererseits kann man aber sicher auch sagen, Gott hat sein Volk auch geliebt. Er hat dem Volk beistehen. Er hat einen Plan für das Volk. Er hat dem Volk vorgesehen, dass Israel repräsentativ ist für ihn, für sein Reich. Also der Platz vom Volk Israel ist bei Gott gesehen. Und das ist Gott so wichtig gewesen, dass er bereit ist, einen einseitigen Deal einzugehen. Und seine Treue hat, so wie heute noch, die Untreue der Menschen überstiegen. Die 10 Gebote, ja, sie wären zum Einhalten da. Und das Volk Israel hat sicher wollen sie einhalten. Die 10 Gebote sind aber nicht nur einfach ein Gesetzbuch, wo man sagt, das muss ich einhalten, das ganze Leben dem verschreiben, sondern es zeigt uns viel mehr, wer Gott ist. Wenn wir die Gebote durchlesen, dann sehen wir, wie es im Reich von Gott funktioniert. Nicht, wie es bei uns funktioniert, leider. Aber dort, wo Gott allgegenwärtig ist, dort, wo er präsent ist, dort, wo er Tür und Tür drinnen ist, dort läuft es so. Also die 10 Gebote, der Bund, die Verfassung, die zeigt uns, wie das Reich von Gott funktioniert. Und sie zeigt uns darum auch schonungslos, wie weit dass wir weg sind von dem. Ja, es ist ein Wunsch drin, haltet euch dran. Aber vor allem sehen wir auch, okay, das ist aussichtslos für uns. Wir bewegen uns so weit weg, weil das ist göttlich, das ist heilig. Und das, was wir hier haben, ist ein Abklatsch. Die Gebote sind streng.
Es sind Gottes Gebote, es ist seine Verfassung, es ist sein Standard. Und er kann den Standard nicht einfach auf uns anpassen, weil er ist Gott. Also wenn wir die 10 Gebote anschauen, dann sollen wir es nicht nur mit dem Abbauohr anschauen oder lesen und so, jetzt müsste ich endlich. Wir dürfen darin sehen, was das Prinzip ist vom Reich von Gott, wer er ist. Und ja, uns wird vor Augen gehalten, dass wir es nicht sind. Das Ganze war aber nicht vergebene Mühe gewesen. Also, wenn man die Geschichte von Israel liest, von dem Volk Israel liest, dann merkt man, das hat nicht so funktioniert. Das ist tatsächlich so. Aber Jesus Christus ist gekommen. Und Gott hat das gewusst. Er hat das so geplant. Er hat gewusst, es braucht Jesus Christus, der ein paar Jahrhunderte später, wo der Bund der auch effektiv erfüllt. Und so ist es gekommen, dass Jesus Christus, der Mensch gewordene Gott, unschuldig vom Vater auf die Erde geschickt wurde und durch seinen Tod den Bund eingehalten hat, den wir alle nicht einhalten können. Das ist das Evangelium. Die gesamte Schuld, die die Menschheit auf sich lässt, weil wir diesen Bund nicht einhalten, hat Jesus trägt am Kreuz. Er ist Mittler geworden zwischen uns und Gott. Er ist der, der den Bund eingehalten hat und uns eingeladen hat, an ihn zu glauben, auf das es für uns auch gilt. Weil Jesus das gemacht hat, können wir heute das, was im 1. Petrus 2,9 und das gerade davor gesagt wird, auch für uns in Anspruch nehmen. Nicht, weil wir den Bund von dort mal einhalten, sondern weil Jesus den Bund für dich und für mich eingehalten hat. Der Petrus schreibt einen Brief an Christen in Kleinasien, heutige Türkei, um sie zu ermutigen, standhaft zu bleiben. Und er schreibt dort, ihr aber seid ein von Gott auserwähltes Volk, seine königlichen Priester. Die gleiche Formulierung, die wir vorher schon hatten. Ihr gehört ganz zu ihm und seid sein Eigentum. Deshalb sollt ihr die großen Taten Gottes verkünden, der euch aus der Finsternis befreit und in sein wunderbares Licht geführt hat. Früher wart ihr nicht sein Volk, jetzt aber seid ihr das Volk Gottes. Früher kanntet ihr Gottes Barmherzigkeit nicht, doch jetzt habt ihr sie erfahren. Du und ich, königliche Priester. Tatsächlich. Wir dürfen die grossen Taten von unserem grossen Gott verkünden. Gott nimmt uns in diesen Bund hinein. Er erweitert den Bund mit Jesus. Und wir alle sind eingeladen, ebenfalls einzuschlagen. Er verspricht uns, sich um uns zu kümmern, uns zu retten, weil Jesus den Bund eingehalten hat. Und im Gegenzug die 10 Gebote. Die gelten immer noch. Sie zeigen immer noch, wer Gott ist. Jesus hat sie eingehalten. Wir dürfen profitieren, dass Jesus sie eingehalten hat. Wir dürfen durch Jesus zu Gott kommen. Aber die 10 Gebote, sie gelten immer noch. Auch wenn wir heute in dieser privilegierten Lage sind, dass wir schon wissen, was Jesus gemacht hat für uns. Sie sind aber immer noch Teil vom Deal. Heute dürfen wir aber sagen, wir müssen das Gebot nicht halten, damit wir gerettet sind. Wir können es umdrehen. Weil wir gerettet sind, dürfen wir uns an diesen Gebot ausrichten. Dürfen wir probieren, sie zu halten. Dürfen wir viel Energie darauf verwenden. Dürfen wir nach dem streben. Sie sind eine Einladung. Sie sind nicht eine Bedingung. Sie sind eine Einladung. Du und ich, wir dürfen Repräsentanten von Gottes Reich sein. Königliche Priester. Auch wenn wir ein bisschen andere Kleider anhaben, als sie hier lange hatten. Wir dürfen das sein. Auch wenn wir den Bund selber nicht einhalten. Wir dürfen streben nach dem.
Wir dürfen Zeugnis ablegen, damit andere Menschen dürfen erkennen, wer der Vater im Himmel ist. Jetzt die 10 Gebote. Das ist eine Auflistung, das ist so ein Werk, so eine Verfassung. Jesus macht es uns für einmal relativ einfach. Er wird gefragt von den Schriftgelehrten, die sich auskennt haben mit der Schrift. Ja, was ist das wichtigste Gebot? Das ist immer die erste Frage, wenn du 10 Sachen machen musst. Ja, was ist das Wichtigste? Weil, weisst du alles, oder? Und sie fragen ihn, was ist das Wichtigste? Und Jesus gibt eine überraschend umfassende Antwort. Und die gilt auch für dich und für mich heute. Er sagt, du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben von ganzem Herzen, mit ganzer Hingabe und mit deinem ganzen Verstand. Das ist das erste und wichtigste Gebot. Ebenso wichtig ist aber ein zweites. Liebe deinen Mitmenschen wie dich selbst. Alle anderen Gebote und alle Forderungen der Propheten sind in diesen beiden Geboten enthalten. Das kann man doch mitnehmen. An dem können wir uns ausrichten. Wenn wir Gott und sein Reich repräsentieren, dann lohnt es sich, sich an dem auszurichten, an dem zu haben. Die Liebe zu Gott, die Liebe zu unseren Mitmenschen, das repräsentiert sein Reich und erfüllt alles, was in diesen 10 Geboten steht. Klingt einfach, ist es aber nicht. Und ich glaube, dort hocken wir alle im gleichen Boot. Es ist einfach nicht so einfach. Aber die Einladung steht, uns, wenn es irgend geht, danach auszurichten. Die Barmherzigkeit von Gott ist gross genug, dass, wenn es nicht geht, dass er uns trotzdem die Hand entgegenstreckt. Der Platz vom Volk Israel war bei Gott. Und er hat alles in die Waagschale gelegt, um das herzubekommen. Der Platz von uns ist auch bei Gott. Und Gott hat alles in die Waagschale gelegt, dass wir einen Platz bei ihm haben können. Er hat seinen eigenen Sohn auf die Erde geschickt. Bei Gott finden wir Orientierung. Er wird sich an seine Versprechen halten, auch wenn wir nicht dazu in der Lage sind. So sieht Liebe aus. Und zu dem bist du eingeladen. Du bist eingeladen, seine ausgestreckte Hand zu nehmen und mit ihm den Weg zu gehen. Das ist die Geschichte von der Geburt, von diesem Bund, wo wir heute auch darin leben, auch wenn es zum guten Glück durch Jesus für uns einen anderen Zugang gibt. Wir nehmen uns jetzt Zeit, um kurz zu reflektieren. Und ich möchte nochmal wiederholen, unser Platz ist bei Gott. Er lädt dich und mich ein, unseren Platz bei ihm einzunehmen. Das ist möglich, weil Jesus Gebote eingehalten hat für dich und für mich. Und ich möchte mit dieser Frage einfach eine kurze Zeit von Stille nehmen. Was bedeutet dieser Platz bei Gott für dich? Jesus, ich danke dir, dass wir diesen Platz haben dürfen. Der ist für uns reserviert. Der Platz bei dir. Ich danke, dass wir auch an dem Ort von Geschichte dürfen sein, wo wir schon ein bisschen weiter sehen als das Volk Israel hier. Und schon mehr von deinem Plan dürfen sehen, wie es überliefert wird in deinem Wort, in der Bibel. Ich danke dir, dass du alles in die Waagschale gelegt hast.
dass du alles gemacht hast und weiterhin alles wirst machen. Dass wir dürfen sehen, wo unser Platz ist, dass wir dürfen sehen, wer du bist und was du für uns gedacht hast. Und ich bitte dich, dass wir dürfen die Liebe, die du dem Volk Israel entgegengebracht hast, die du uns entgegenbringst, erfahren. Dass es vom Kopf ins Herz rutschen. Dass es das ist, was uns antreibt. Dass es die Liebe ist, die uns bewegt, die uns Kraft gibt und wo auch wieder etwas herauswachsen darf. Es war von Anfang an klar, dass die Segen nicht nur um Abraham gilt, sondern dass es weitergeht. Und so stehen wir heute in dieser Tradition. Es ist weitergegangen bis zu uns und es soll weitergehen. Die nächsten Generationen in unser Umfeld, dort wo wir daheim sind. Und das bitte ich dich. Amen.